Herr Kulturminister, wie in einer Pressemitteilung von der Union des Mouvements de Résistance Luxembourgeoise SPL vom 29. Juni 2024 nachlesen kann, hat unter anderem diese Organisation einen Film realisiert, Operation Pauli, den die Leidensweg von zwei jungen Lützeburger im Zweiten Weltkrieg retraciert. Für diesen Film hat Duhamel eine finanzielle Unterstützung von 22.500 € beim Lützeburger Filmfonds angefragt, den Höchstsatz, der für so ein Projekt an der SPL vom Filmfonds akkordiert kann gehen. Der Filmfonds hat sich den 5. Juni 2024 gegen eine entsprechende Unterstützung ausgesprochen. In der Pressemitteilung lese ich sogar en refusant toute aide financière à une production luxembourgeoise avec un historique d'une telle valeur et l'engagement de jeunes acteurs luxembourgeois, nous estimons que le Filmfonds a failli à sa mission de soutenir notre film qui contribue à la mémoire collective de ces années sombres du Grand-Duché. In dem Kontext ging ich dem Herrn Kulturminister Gerhard 3 Fragen stellen. Kann der Herr Kulturminister konfirmieren, dass für diesen Film nicht nur die ungefragten Summen refusiert gouf, mir wirklich gar keine finanzielle Unterstützung akkordiert gouf? Die zweite Frage, für was war es nicht möglich, das Filmproduktion so zu unterstützen, wie du gefragt war? Und die letzte Frage, wird nicht möglich in Zukunft alle Lützeburger Filmproduktionen, die die Erinnerung von Lützeburg im Zweiten Weltkrieg aufrechterhält, prinzipiell auf eine angemessene Manier zu unterstützen und auch eine entsprechende Unterstützung nicht mehr mit guter Begründung aufzulehnen? Merci. Merci, Madame Schuss. Dann wird das Wort der Herr Kulturminister. Herr Minister. Merci, Herr Präsident. Merci, Madame Schuss, auch für die Frage. Für uns fängt ganz klar, für mich als Kulturminister ganz wichtig, heute zu unterstreichen, dass die Erinnerungskultur, von der doch geschwärzt wird, ein ganz wichtiger und ein elementaren Bestandteil von unserem nationalen Patrimoine ist. Ich kann dafür auch die Initiative, von der angeschwärzt wurde, noch den anderen benevollen Engagementen von der Union, von der Lützeburger Resistenzler und noch anderen Assoziationen über die letzten Jahrzehnte ganz klar just unterstreichen und noch begrüßen. Er froh und die bezieht sich konkret eben auf die Realisation von diesem Projekt für den Union von der Lützeburger Resistenzler ein konkret Aids beim Filmfonds angefragt wird. Konkret handelt es sich um eine Demande für einen sogenannten Carte Blanche. Das Aids, das ist ein selektives Subsid, also eine Hilfe, ob ein Dossier keine automatisch finanzielle Unterstützung für so eine Produktion. Das Regeln, die sind festgehalten, genauso wie die Modalitäten für eben die Aide von denen Carte Blanchen zu definieren, und die sind Filmfonds sieht Internet auch nachzulesen. Mir ist auf dieser Platz wichtig zu unterstreichen, ja, dass nicht mir als Kulturminister als für sich so mal über die bien fondé von so einer Demande zu äußern, das als die Aufgabe vom Filmfonds an ihrer unabhängigen Kommission. Dieses Prinzip ist für mich elementär für Kunstfreiheit vom Film an, und den will ich mich ganz klar auch weiter halten. An der Kommission sitzen, wichtig zu sagen, Repräsentanten vom Filmfonds an auch 3 weitere externe Experten, Konsultanten. Den viergelöschten Projekt auf effektiver Basis vom Dossier von der Kommission nicht zurückbehalten. Die Decision war an dem Sinn unanim, und Gründe sind dafür, wie doch gesagt wird, per Korridor als SPL mitgeteilt gehen. Wichtig zu sagen, dass die Decision betrifft rein den formellen Aspekt von dem Projekt, jetzt natürlich nicht über die Erlebnisse und noch die außergewöhnlichen Verdienste von der Resistenzler an ihren Nachkommen aus. Das gesagt, und ich schmerze.